Wie der Joni schon erwähnt hat, wir haben jetzt bald den Group-Wechsel. Und zwar findet der einmal im Jahr statt. Der ist immer aufs kommende Jahr, also aufs 2019, findet ja der Group-Wechsel statt. Und er hat eigentlich schon so viel zu dieser Gemeinschaft gesagt, da muss ich gar nicht mehr viel sagen. Ich kann nur sagen, ich bin ein Fan von Small Group, von Passion Groups. Mein Leben hat es wirklich mega verändert. Ich glaube, ich wäre nicht die gleiche Person, wenn ich nicht schon seit irgendwie 16 in einer Small Group wäre, wie geschliffen werde und herausgefordert werde. Ich habe Freundschaften, wo ich von dort her immer noch jetzt mit ihnen unterwegs bin. Und das ist einfach etwas Geniales, oder? Dort wird so der Glaube aktiv. Und dort wird Glaube wirklich gelebt. Und wir haben so verschiedene Small Groups. Und ich möchte euch so ein bisschen vorstellen, was wir für Angebote haben, damit ihr mal einen Überblick habt und nachher nicht ganz viele Fragen kommen. Also Small Groups. Small Groups, da trifft man sich wöchentlich. Es ist eine Gruppe etwa zwischen 6 bis 12 Personen. Und wie gesagt, es ist ein Ort, wo man austauscht, wo man miteinander betet, wo man Leben teilen, miteinander unterwegs sind und Gemeinschaft stark leben. Und wir haben verschiedene Small Groups. Zum einen gibt es so die klassischen Small Groups, wo Männer, Frauen, Pärchen, Singles, alle miteinander gemischt sind. Wir schauen schon immer so ein bisschen aufs Alter, dass das einigermaßen passt. Dazu haben wir eine 16+ Small Group, die dürfen wir leiten. Das ist etwa vom Jahr 16 bis ca. 22. Dann haben wir eine Small Group, die nur für Frauen ist. Dann haben wir eine 44+ Small Group. Und da geht es eigentlich um den Lebensabschnitt 44+. Es geht jetzt nicht genau ums Alter, sondern mehr den Lebensabschnitt, wenn die Kinder langsam so draussen sind, wenn es vielleicht ein bisschen ruhiger daheim wird. Dann Fit for Two. Das ist eine Small Group, die ausgerichtet ist für Ehepärchen. Ehepärchen, die sagen, hey, ich will 1 Jahr lang in meine Ehe investieren, wo wir einen Fokus auf die Ehe legen. Sie treffen sich jeden zweiten Mittwoch mit allen Pärchen zusammen. Es sind meistens etwa 5 oder 6 Pärchen. Und dann wird über ein Thema diskutiert, vertieft. Und die Woche darauf ist es eigentlich so, dass man Hausaufgaben bekommt als Ehepaar und die dann die machen kann, bei einem schönen Date oder wie auch immer denn das die Hausaufgaben aussehen. Dann nochmal eine Small Group, die wir haben, ist Young Family. Die haben wir jetzt etwa schon ein gutes Jahr. Und zwar ist das eine Small Group für Paare mit kleinen Kindern. Wahrscheinlich ist es schwierig, jede Woche einen Babysitter zu finden, dass beide Eltern oder dass beide, das Paar kann in die Small Group gehen. Und aus diesem Grund läuft es so, dass eine Woche sich alle Männer treffen und die Frauen bleiben daheim. Und die nächste Woche treffen sich die Frauen und die Männer bleiben daheim. Und dann jedes 5. Mal trifft man sich gemeinsam miteinander und hat noch eine Small Group. Ist eigentlich noch gut, man braucht nur alle 5 Wochen einen Babysitter, damit man zusammen in die Small Group gehen kann. Das ist eine Small Group für Menschen, die in einer gleichen Lebenssituation sind mit Kleinkindern. Dann kommen wir zu den Passion Groups. Bei der Passion Group ist es so, dass die Gruppen ein bisschen grösser sind. Und zwar sind das Gruppen ab 15 Personen. Und sie treffen sich verbindlich jede 2. Woche. Eine Passion Group ist eigentlich so mit einer Leidenschaft verbunden, oder? Wie das Wort sagt, Passion. Und jede Gruppe hat so einen gezielten Fokus. Da drin ermutigt man sich, man will einander stärken, man probiert etwas Neues aus, man inspiriert einander. Und die Idee ist eigentlich, dass man jede andere Woche, wo man nicht die Passion Group in der grossen Gruppe hat, in so einer Zweierschaft unterwegs ist, dort austauscht, füreinander bettet und noch so ein bisschen im kleineren Rahmen Leben teilt. Folgende Passion Groups bieten wir an. Ihr seht schon die vorne. Wir haben eine ganz neue Passion Group, die wir ausprobieren in 2019. Und zwar heisst sie Surprise the World. Also, hey, die Welt wollen wir überraschen. Vielleicht bist du so eine Person, die sagt, hey, eigentlich würde ich auch gerne in meinem Umfeld noch einen grösseren Unterschied machen. Vielleicht würdest du dich noch gerne in Nachbarn oder in gewisse Freunde, die noch nicht im Glauben sind, investieren. Aber du sagst für dich, hey, ich bin überhaupt nicht der Evangelist. Dann könnte die Passion Group etwas für dich sein. Es ist nämlich eine Gruppe, wo man sich trifft, wo man sich im Glauben stärkt, im Glauben wachsen will, aber zusammen gegen aussen kann wirksam werden, indem man sich neue Gewohnheiten aneignet und wie man anschaut, hey, wie können wir auf eine simple Art und Weise in unserem Umfeld die Liebe Gottes den Menschen weiterbringen, sie so überraschen mit der Liebe Gottes, ohne dass man auf die Straße geht, um zu evangelisieren.
Es sind alle willkommen, die sagen, hey, ich bin bereit, um auf die Reise zu gehen, um in meinem Umfeld Salz und Licht zu sein und dort dürfen neue Gewohnheiten anzutrainieren. Der Treffpunkt ist jede zweite Woche hier in der GVC und leiten tut das die Heidi und der Urs Schöneberg an. Dann die zweite Passion Group, die jetzt schon ein Jahr lang gelaufen ist, das ist Bibelintensiv. Wenn du sagst, hey, ich würde so gerne mal die Bibel durchlesen, aber irgendwie bleibe ich immer wieder im Alten Testament stecken. Das könnte etwas für dich sein. Aber natürlich auch, wenn du die Bibel schon oft durchgelesen hast und du willst dich ein Jahr lang noch mal mehr mit ihr auseinandersetzen. Es ist so, dass jede Woche oder jeden Tag Hausaufgaben gibt, dass man mehrere Kapitel pro Tag liest und dann in die Passion Group kommt und dort darüber diskutiert und anschaut, hey, was bedeutet die Texte genau. Ihr bekommt auch Werkzeuge, wie kann ich die Bibel lesen. Man schaut miteinander den historischen Kontext an und so weiter. Und ich glaube, es ist wirklich ein Jahr, wo man wachsen darf, gerade wenn man sich so fest mit der Bibel auseinandersetzt. Und es wird etwas mit eurem Herz machen. Also wenn du sagst, ich will mich ein Jahr lang in die Bibel knüllen, dann könnte das eine Gruppe für dich sein. Natürlich bieten wir auch wieder das Männer-Frühgebet an. Und da treffen sich Männer von der GVC Zürich-Oberland jeden Dienstagmorgen am 6 Uhr. Es ist nicht alle 2 Wochen, sondern es ist wirklich wöchentlich am Morgen am 6 Uhr. Und das Herz dahinter ist eigentlich, dass Männer zu Männern werden, die Verantwortung übernehmen. In der Gesellschaft, in der Kirche, im Beruf, in der Familie, in der Ehe. Und dürfen so nach göttlichen Maßstäben leben und göttliche Maßstäbe wahrnehmen. Und das ist eine mega geniale Sache, weil die Männer sind stark miteinander unterwegs, beten miteinander, lesen die Bibel, tauschen aus, haben so Seilschaften, wo sie miteinander unterwegs sind. Und sie treffen sich, wie gesagt, wöchentlich und die Leiter sind der Frese Pros und der Rolf Steiner, falls ihr noch mehr Fragen habt. Das sind alle Passion Groups und Smart Groups fürs 2019. Und uns ist wichtig, dass jeder da innen jedes Jahr wieder neu entscheiden darf, will ich in einer Small Group oder Passion Group bleiben oder ist vielleicht dran, je nachdem, wenn eine neue Lebenssituation kommt, um vielleicht einen nächsten Schritt zu machen und in eine andere Gruppe zu gehen, dann dürfen die das sehr gerne. Vielleicht sagst du auch, ich will wieder neu in die Gemeinschaft hineinkommen. Du hast dir eine Pause gegönnt oder bist noch in keiner Small Group überhaupt gewesen oder Passion Group, dann bist du selbstverständlich herzlich willkommen. Ihr findet alle Informationen und auch die Beschreibung, die ich jetzt so kurz durchgegangen bin, auf groups.gvc-zo.ch. Oder wenn ihr nachher rausgeht, findet ihr das auch im Foyer. Es hat so eine Stellwand, dort ist alles beschrieben. Und beim Next Step Desk könnt ihr auch noch weitere Fragen stellen. Uns ist wichtig, dass, wenn ihr Gruppen wechseln wollt, also nicht einfach zum Small Group Leiter gehen und sagen, hey, sagst du nur Elias, ich wechsle, sondern das geht nicht, sondern dass du online gehst und dich dort bewusst anmeldest für eine andere Gruppe oder an Next Step Desk gehst. Und sie machen das sehr gern für dich. Wenn wir nichts von dir hören, dann nehmen wir an, dass du in dieser Gruppe bleibst. Also wenn du bleiben willst, musst du nichts machen, darfst du zurücklehnen, darfst du das gar wieder vergessen. Dann gibt es auch Leute, die sagen, hey, aus irgendwelchen Umständen brauche ich jetzt mal ein Jahr Pause. Darfst du selbstverständlich auch mal ein Jahr lang eine Pause machen. Und das kannst du auch online auswählen. Und dort kannst du das eingeben. Also wir wären froh, wenn ihr das auch online würdet ausfüllen, wenn ihr jetzt in so ein Jahr Pause reingeht. Das sollte mal alles sein zum Thema Groups. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, dürft ihr zum Next Step Desk gehen, dürft ihr natürlich auch auf uns zukommen. Dann habe ich noch 2